Also das finde ich doch endlich mal eine gute Idee. Was, Elise Stalker? So what's the deal with that giant guy in Elise? Is that her stalker or something? What's a stalker? It's like when someone's super obsessed with everything you do and follows you around. Wie Ivar. I see. So you would be Jude's stalker, for example. Verdammt! Ich dachte, ich wüsste, was Mila sagt, aber nein, sie hat's eigentlich auch treffend beschrieben. Ja, Lea, Jude, das stimmt ja eigentlich auch. What? Mila, how could you? Doesn't it seem like that man knows the truth about Elise's past? Zhao seemed very concerned about Elise's well-being, but I don't know why. Zhao, you say? I've heard that name before. He might be a warrior of some renown. He has a remarkable talent for controlling monsters. Interesting. Interesting, ja, sonst jetzt nicht auch wieder nicht. Ja, wegen Stalker wollte ich gerade sagen, Ivar ist doch im Grunde genommen Mila Stalker, weil er folgt ja auch überall hin und so, beobachtet sie immer. Aber gut, das ist natürlich irgendwie ein anderes, anderer Fall. Gut, gehen wir zurück in die Stadt. Und schauen, was uns da erwartet. Der königlichen Jagdgründe. Yo. So, und jetzt? Wie sieht's aus? Was passiert? Passiert etwas? Something on your mind? Huh? You haven't been yourself since we spoke to Zhao. Yeah. I heard you followed the bad guys into the hunting grounds. Well, it was an eventful manhunt, but we made it back in one piece. I'm so sorry you all got dragged into this. What a horrible coincidence. Isla, you can drop the act. What do you mean? I really was worried about you. Why would I lie about that? Jude, what are you saying? I'm saying it was no coincidence we met Isla. Remember what those locals told us when the bell rang for the finals? At tournament time, any outsiders are either combatants or spectators. Right. I recall what she said when she came to help us. You folks don't look like you're from around here. What brings you to town? No one here would need to ask that. Not at tournament time. You were ordered to make contact with us. By Exodus. Isla, that's not true, is it? They said you'd never find out. They promised. But I had no choice in the matter. They blackmailed you, didn't they? They know your secret. Your former occupation. They asked, wouldn't it be a shame if Jürgen found out? What happened to the girl breaks my heart. But I had no choice back then either. Please don't tell Jürgen. He doesn't know. How could I tell him? He's a good man. But it's all in the past, isn't it? Your fiancé should know these things. You're a woman. How can you not understand this? I'm damaged goods. If he found out about my past, he'd leave me. I finally found happiness with Jürgen. For once in my life. Please. Don't tell him. Please. I doubt I'll ever understand human love. It has so many rules and conditions. What should we do, Elise? You decide. Me? Why do I have to? This woman's actions affected you far more than us. There's nothing I can do to make it up to you. But please, forgive me. I just don't care anymore. Elise is all alone now, no matter what you do. We better try to find Jürgen. We need to talk to him about the wyverns. What's wrong, kid? Isla said there was nothing she could do to make it up to Elise.
But did she actually try? Is there really nothing she can do? Isla is the only one who can answer that question. Traurig, traurig, aber wahr. So, wie geht's weiter? Sollen wir jetzt zu Jürgen gehen und ihn anquatschen und dann gucken, dass wir die Weibern kriegen? Oder wie sieht's mit dem riskanten Glücksspiel aus? Hey, sounds like they allow wagering at the Shandu Coliseum. Wanna give it a shot? Leia really loves to gamble. Count me out. That's surprising. You seem like the type who would enjoy that sort of thing. Gambling's a big thing in my hometown. I've seen it go wrong time and time again. Oh, come on! We'd just be doing it for fun. The folks who lose their shirts all start out saying that. It's the first rule of betting. If you're just goofing around, don't gamble. If you want to gamble, don't goof around. So, in other words, Only gamble when you're willing to stake everything. Exactly. Little dramatic, don't you think? If you really want to play, I'm not going to stop you. Just some friendly advice. Alvin sure got serious all of a sudden. maybe we should take his advice. Yeah, let's skip the gambling. Okay, okay, lassen wir es halt. Elvins Bekanntschaft. Maybe I should pay a quick visit. A visit to where? Oh, did you overhear that? It's nothing. Just an acquaintance who lives here is all. Ich dachte eigentlich, seine Mutter wohnt auch hier. Egal, ganz kurz gucken. So, Lilium-Kugel natürlich mal. Mila, hast du wieder ein paar zum Verteilen? Nö. Jude, Ellie. Jude sage ich schon. Elise natürlich. Entschuldigung. So. Und eine neue Fertigkeit für die junge Dame kriegt sie sofort. Wasserschutz, okay. Gut. Jetzt gleich noch eine neue Art, wie es aussieht. Wunderbar. Aufheben. Oh, das klingt doch mal praktisch. Also noch etwas? Nö. Gut. Jude nur noch einen. Lea hat 6. Das müsste wieder für neu reichen. Eigentlich. Sie hat im inneren Kreis auch alles voll, war. Mal gucken. 1, 2. Könnte reichen. 1, 2, 3. Nö, reicht natürlich nicht. Mach halt erstmal die Eckpunkte. Und den Rest dann später. Gut, Rowan. Elvin, 44. Ja, bei ihm muss er endlich mal ein bisschen, ja, ihr wisst schon. Endlich mal was Gutes tun für unseren guten Kumpel, der jetzt irgendwie doch wieder auf unserer Seite ist und irgendwie doch wieder nicht. Und es ist ein bisschen verwirrend. Erdbruch. Oh, cool. Zack, Alter, der hat so viele TP-Punkte. Also TP hat Liumkugelpunkte, die wir halt hier verteilen können. So rum. Wird ein Schuh draus. Entschuldigung. Mein Hals ist gerade ein bisschen... Verstehe es auch nicht. So, ist ausgeweitet. Sehr schön. Übrigens etwas anderes. Falls ihr gerade im Hintergrund so eine Art... so ein Störgeräusch hört. Dann liegt das nicht an mir oder meiner Stimme, Hilfe, sondern es liegt daran, dass bei uns gerade im Hintergrund, und liegt das etwa, kann man gucken, ja, müsste etwa 300 Meter weit entfernt sein, 300 bis 500 Meter, wird gerade gebaut seit circa 2-3 Monaten. Ja, bauen da irgendwie Burger King hin. Toll, wa? Ja, dann theoretisch gut, Burger King ist praktisch gegenüber von McDonald's, natürlich nicht so schlecht, aber... Die Lärmemissionen sind nervig. Morgens von 7 bis abends etwa 5 Uhr. Ständig sind die da am Bauen. Hey, und die kommen irgendwie auch nicht vorwärts. Das ist wahnsinnig. Da habe ich teilweise das Gefühl, die kampieren da oder was weiß ich, aber... Da spielen Karten oder machen irgendwie zocken Let's Plays, keine Ahnung, aber die so nicht vorankommen ist schon crazy. Nun gut, nicht unser Problem. Wir müssen hier ja ein paar Fertigkeiten und Arte für unseren guten alten Elvin freispielen. Ja, ob so eine kluge Idee ist, ob er wirklich unser Freund bleibt oder ob er wieder ein mieser Verräter ist. I don't know anymore. Wir werden es sehen. Wir werden alles und vieles weitere noch sehen, liebe Freunde. Gut. Bald den Kreis ja auch schon. Und wieder ausweiten. Geilomatiko, wa? Wasserschutz.
Das kommt davon, wenn man es so selten macht, wa? Muss man alles irgendwann mal auf einen Punkt bringen und es dann endgültig alles mal freispielen und vor allem halt mal ausrüsten. So, kriegt er nochmal eine Fertigkeit. Und vielleicht sogar noch eine Art, mal gucken, ob die Punkte noch reichen dafür. 4 habe ich noch, müsste theoretisch... Ja, doch, es reicht. So. Die letzte Fertigkeit, Illusionsangriff, das reicht aber langsam mal. Fertigkeiten bei Mila. Mila kann lachen wie die Sonne über Fuji. Ja, aber irgendwie singen wir das doch, oder? Gebe ich mal ein bisschen Geist noch, Wasserschutz auch noch. Kommen wir schon... Ne, jetzt war bereits... ne, geht gar nicht. Entschuldigung, mein Fehler. Krieger, auch nicht. Gut, den Resten eben nicht. Zack, zack, zack. Rowan, Elvin hab viel. Ach du Scheiße. Erfahrungspunkte, Wasserschutz, Ritterlichkeit, Combo-Abschöpfung, kurzer Gewinn, Illusionsangriff. Die Blitzabwehr, schon einen Angriff, klingt auch gut. Kritisch. Mach mal Aufladung plus 2, nö. TB-Gewinn, erstmal den Rest nach. Immunität, Sicherheitsschutz und das war's bereits. Das wäre eigentlich noch was Cooles gewesen, wa? Verdammt. Verdammt. Ein anderes Mal. Ein anderes Mal. So, Freunde, weiter geht's. Wo geht es überhaupt hin? Suche Schurken, wo könnte der überhaupt sein? Ein Wyvern oben? Keine Ahnung. Kolosseum? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wo könnte der bloß sein? Oh. No sign of Jürgen. I hope Elise is okay. Something has been troubling me about these booster devices. Do you remember the experiment Noctigal was conducting at Fort Gondola? Might that have been a test of the booster's capabilities? You're suggesting Rashagal already has booster technology as well. That would be a logical conclusion. That's not good. Even kids like Elise are strong if they have boosters. If both countries were to wage war with booster-equipped soldiers, it would be a catastrophe unlike any the world has ever seen. Would they really risk having such a destructive war? Noctigal might. He seems convinced that he could actually win. Especially since he has the Lance of Kresnik. Oh, here you are. Isla told me you were back in town. I'm so relieved to find you safe. Thanks. Are the wyverns you promised us ready to ride yet? Yes, but there's a hitch. Now that we're on the brink of war, we can't fly the wyverns without royal permission. For that, I'll need to head to the capital, Canbelar. Hey, maybe we should warn the King of Azul how ugly things will get if war breaks out. The king does seem pretty popular. Do you think maybe he'd fight alongside us? Whoa, hold on. This is a war we're talking about here, not a tavern brawl. I'd like a face-to-face chat with the king myself, but for a different reason. I want to ask him for the truth behind the laboratory. It's crucial that we meet the King of Azul. We'll head for Canbelar right away. Okay. I'll get my things together. What does Mila mean by the truth behind the laboratory? Apparently, Elise wasn't the only kid they kept at that place. Lots of other children were brought there too. Did Zhao tell you that? If the king truly wishes to protect his people, he'll give me the answer I seek. If he gives me the wrong answer, I'll remind him of his duty. I'll make him swear to never resort to such methods again, by any means necessary. Good idea. Let's go pick the king's brain. Oh, I just remembered. All our luggage is back at the inn. Let us go fetch it.
I'll catch up with you in a bit. Alvin. You did well back there. I knew I could trust you to protect Elise for us. Well, I was prepared to honor my promise. Keep the faith, oh hallowed spirits. Never a dull moment with that guy. Soon enough, I'll have to prepare myself too. Huh? I am strong enough to destroy the Lance of Kresnik as I am now, without the Force power. Wait, you sure it's a good idea to destroy it with the 4 great spirits still trapped inside? They would likely not survive. They would lose their forms and disintegrate. But I thought the 4 great spirits couldn't die. Eventually, new great spirits will appear to take their place. But they will be a different 4, with different wills. So that means the 4 great spirits that you know, the ones that were always with you. A spirit's personality and memories are unimportant. What matters is a spirit's existence itself. Still, I doubt the 4 will forgive me for this. You really care about all spirits, don't you? Not just the great 4, but the lesser spirits too. Not just spirits, humans as well. To me, all lives, human and spirit, are equal and precious. Let's head for Canbelar. Na dann, Freunde, auf nach Canbelar, wie er so schön gesagt, aber ganz kurz vorher noch wegen Ausrüstung, Quatsch, Objekt natürlich, haben wir noch genug Dank des Lebens, 7 Stück, na gut, wird vermutlich reichen, ich hoffe es zumindest mal. Waffen hätte ich eigentlich gerne noch was anderes, teilweise, aber gut, muss momentan reichen. So, Quatsche, kommt was? Nö, gut. Oh, was ist denn hier Schönes? Ein bisschen Kraut. Das muss sein. Wer bist du denn? Die Art und Weise, wie wir Götter anbeten, ist ziemlich eng mit unserer Tradition der Anverehrung verknüpft. Wenn ein besonders starker Mensch stirbt, wird seine Seele unserem Glauben zufolge als Geister geboren. Ob das wirklich so stinkt? Mila, das hat ein Stichwort. Mila, du bist doch die Herrin der Geister, musst du das wissen. Ja. Scheinbar weiß es auch nicht. Exodus Schatten. The Shadow of Exodus, okay. It seems that Exodus has slipped through our fingers. There's nothing we can do about that now. They must be as desperate as we are, given their behavior. And what do you intend to do about Alvin? If we send him away, he'll only follow us, and we can't neutralize him by force without risking our own lives. Therefore, the safest solution is to keep him where we can see him. Besides, for good or for ill, that man has the power to change the circumstances of any situation. That is not a power to be dismissed lightly. Nor is the wisdom of the Lord of Spirits. Wie war? Ist eigentlich Elvin dabei, oder habe ich den gerade ver... Doch, er ist dabei, gut. Remember that beautiful woman I saw you speaking to in Shandu? Carla? What about her? How odd that you never bothered to introduce me. Do you want to meet her? What's this? There's someone you want me to meet. Oh my. Well, I suppose it would be rude to refuse. Später. Are you okay? We should stop and rest. No, I'm fine. You shouldn't push yourself. Ach, Joe, dieses Mila, die ist immer so hart zu sich selbst. Die kann gar nicht anders. Das ist irgendwie angeboren bei ihr. Keine Ahnung. Das ist wohl der Wille des Herrn der Geister, so sprachen können natürlich hier, aber wir haben garantiert hier draußen auch einen Speicherpunkt, wie ich das Spiel kenne. Alter! Getting pretty hungry here. How long has it been since I've had one of Mom's Alter. home-cooked meals? Bringen die drauf oder was? Wieso ist hier so kalt? Hilfe! Mein Arsch! You told me that normally the 4 great spirits follow you everywhere. Yes, but
No way! So how does it feel to command them? I'm not sure how to answer that. They've always been with me, so it just feels normal. They're always with you, huh? So I guess it's like Elise and Tipo. Interesting. So Elise may feel the same way about Tipo as I feel about the Four. When you put it that way, the way I've treated her seems quite insensitive. What's wrong? No, it's nothing. I can't afford to get swept up in sentiment at a time like this. Mila empfindet menschliche Emotionen, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Was? Der verblüffende und schwerfällige menschliche Körper. What I wouldn't do to be in front of a warm fireplace right now. I'd certainly kill for a nice steaming bowl of stew. Ooh, you'd kill for stew? For once, I understand exactly what you mean. Mila, isn't your stomach cold? It's fine. Ja, genau das habe ich vorhin auch gemeint. Lucas! Looks like you're having fun over there. I am. The human body is truly a cumbersome thing. Anyway, who's ready to eat? Das ist vielleicht eine Truppe, hey, das ist ja nicht zu fassen. Hey. So, sind wir eigentlich jetzt unterwegs, oder wie sieht's aus? Bring mich in durch das Mondhochland nach Kambala. Kambala müsste oben irgendwo sein, gut. Ja, Freunde, würde mal sagen, das war's mal für heute hier mit Tales of Xillia. Wir sehen schon neue Gegner und so, wird also lustig werden. Und vielleicht reicht unser Level und so, aber wir werden ja sehen, was im nächsten Part so alles geschehen mag. Bevor ich aber vergesse, das Team noch wechseln, weil ganz ehrlich, Rowan aus der Ersatzbank bitte nicht. Werfe lieber Lea raus, so. Mila, Elise, Jude und Rowan, das ist doch ein super Team, oder? Vom Level her sind sie so alle gleich. Fast, Lea sogar ein bisschen über. Gut, sieht doch wunderbar aus. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Xillia. Ciao.